Ja, das sind wir wieder. Rechtzeitig zur Blutmondnacht. Tag 7 ist erreicht. Ich bin nicht ganz fertig geworden. Ich hätte eigentlich noch ein bisschen mehr Verteidigung wollen setzen, aber ist die erste, das wird schon lange. Ich habe da, was sind es, etwa 3 bis 4, dann ist noch ein bisschen weniger Spikes rein dran, 4 Reihen. Von den Alteisenstämmen. Ich denke, es wird eigentlich lang für die erste Blutmondnacht ist, weil es nicht so krass. Trotz maximal Zombies wird wahrscheinlich nicht gross für alles auftreten. Polizisten sollten eigentlich gar nicht kommen. Ich bin da guter Dinge. Schauen wir mal. Was mir allerdings mehr Sorgen macht, ist, ich habe mich infiziert in einem Moment, wo ich ein bisschen unachtsam war, vom Zombie wurde infiziert. Das dauert jetzt noch 1 Stunde Realtime, also einen Tag. Ich hoffe, dass ich dann noch Honig finde, ansonsten ja, geht es nur auf Antibiotika. Ich habe jetzt aber trotzdem nicht gross gelootet, weil ich habe zuerst die Verteidigung da möglichst optimieren. So, mal Licht an, schauen wir mal, was kommt. Ich hoffe auf dieser Seite, ja. Also es gibt das Gerücht, dass dort, wo wir anschauen, dort spawnen sie an. Das scheint im Moment korrekt zu sein. Und da hinten wird es hoffentlich lange. Das ist jetzt allerdings noch erst 1, 2. Schauen wir mal, was da sonst noch kommt. Also wenn es nur kleine sind, dann will ich keinen einzigen Schuss abgeben müssen. Es überrascht mich jetzt, dass die so einzeln daherkommen. Ich bin mir eigentlich gewöhnt, dass da wirklich dass ein grosser Stier kommt. Ist denn da hinten irgendetwas los? Mhm. Nö, also wenn das so ist, dann ja, easy Portugiesi. Gut, also, wenn das so vor sich hingeplätschert, dann machen wir da natürlich den Proof. Gestorben 0. Ich muss allerdings sagen, ich habe wieder mal Schwein gehabt. Zweimal sogar, es ist eine Hundehorde gekommen, mit etwa 10 von diesen scheiß Viecher. Da habe ich Schwein gehabt, dass ich dort wieder abhauen. Und dann habe ich es ein bisschen übertrieben mit dem Airdrop. Der ist im Wasser gelandet. Ja, dort wäre ich fast versoffen, aber es ist nochmal knapp gut gegangen. Ein völlig unnötiges Risiko. Ich schaue mal schon ein bisschen Skill an. Ich kann den Bergarbeitermeister verbessern, das ist super. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt bald mal mit der Eisen-Generation Werkzeug kein Ausdauerverlust mehr haben. Den Rest lasse ich mal so. Ja, und sonst eigentlich nicht wahnsinnig weltbewegendes passiert. Airdrop selber war auch wieder sehr bescheiden gewesen. Es war ein AK-47 Bauplan dabei gewesen, aber es ist halt ein Bauplan und keine Waffe. Also wenn da jetzt nicht massiv mehr kommt, dann muss ich mir da wirklich was machen. Dann sieht man nur, da hat es irgendwie ein... Das haben sie noch die letzte Folge gemacht, weiß gar nicht. Es war so ein Schopf aus Metall, der habe ich zerlegt. Dann habe ich schon gesagt, neben dem Gärtchen. Da hat es auch mal eine Hütte gehabt, die habe ich auch, Holzhütte, die haben komplett zerlegt. Damit ich da genug Platz habe, um noch Defensivsachen zu bauen. Im Moment ist natürlich absolut einfach nur so Brute Force Spikes und Stachel und Zeug und Sachen. Also
Spektakuläres, aber ich habe schon vor, das noch ein bisschen mehr auszubauen. Aber für die erste Blutung und Nacht müsste das eigentlich gut lange. Ist so in dem Spiel, je länger das man spielt, umso mehr kommt, umso schwieriger wird es, umso mehr Verrals, Gedöns und vor allem die blöden Polizisten, das sind echt die nervigsten. Vor allem Kreaturen sind. Zum einen voll zäh, zum anderen explodiert es, aber wenn sie nicht rechtzeitig down bringt. Und sie spucken, also Fernangriff. Aber das sind bis jetzt alles wirklich nur ganz kleine Zombies gewesen, keine Ferrari, und das ist, ja, macht mir keine grosse Sorge. Die sollten alle die Spikes nicht kaputt gehen. Ja, das könnte jetzt die 64 bereits schon gewesen sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tröpfeln es nur noch einzelne. Also, ich glaube, da muss ich gar nicht mehr gross schauen, dass das jetzt von allein lösen. Dann kann ich mich da wieder ein bisschen um andere Aspekte kümmern und die Schmiede wieder anwerfen. Mal schauen, was ich da noch bauen kann. Geschmiedetes Eisen ist immer eine gute Idee. Dann Kochtopf. Ich habe übrigens ein altbewährtes Ablagesystem gebaut. Oder 15 rein als Reserve. So viel Goldruhe habe ich eigentlich gar nicht mehr. Gut, ich kann dann... Nee, so. Ja, Infektion ist das, was mir jetzt wirklich am meisten Sorgen macht. Da muss ich muss jetzt nicht mehr... Ich habe jetzt wieder 7 Tage Zeit mit der Verteidigung. Das heisst, ich werde jetzt ein bisschen auf Loot durchgehen. Ich hoffe, dass der Hund oder Antibiotika findet. Was ich noch geschaut habe, sind so die bekannten Orte, wo es Chemiestationen gibt, wie da im Booby Trap. Die Chemiestation ist leider kaputt, kann ich nicht brauchen. Die Chemiestation beim Händler ist auch kaputt, die kann ich auch nicht brauchen. Und selber würde ich sicher nicht rechtzeitig eine bauen können. Was soll ich jetzt wieder machen? Goldrot natürlich. Right. So. Da braucht es noch ein Holzscheitchen, damit er durch mag. So. Ja, ansonsten sieht es gut aus, wenn man noch einen Herdöpfel hat, kann man zur Not Backherdöpfel machen. Also kann man zwar noch kein Gitter, kann ich aber mit der Schmiede herstellen, das ist easy. Verhungern würde ich sicher nicht müssen. Ja, so rüstungsmäßig sieht es noch nicht so toll aus. Aber ist so eigentlich lange. Jetzt werden wir das Zeug schmelzen. Messing, mein Tipp an alle Zuschauer, tünt Messing nie in die Tasche zerlegen, tünt es immer einschmelzen, es gibt nämlich ein bisschen mehr. Und Messing ist meiner Meinung nach der einzige Rohstoff, den man nicht natürlich abbauen kann. Den braucht man für Patronenhülsen, entsprechend sehr wertvoll. Da muss man echt das Maximum rausholen. Alles andere, so Blei und so, kann man auch direkt in die Tasche zerlegen. Also Sachen, die Blei geben, ist egal, glaub. Glas dasselbe, Eisen dasselbe. Einfach Messing. Messing muss man möglichst das Maximum rausholen.
weiß nicht, ich hoffe, das wird noch geändert. Also ich verstehe, dass man eine gewisse Limitation machen will bei der Munition, aber... Also nennt es echt mühsam mit dem Messing. Ja, Skills habe ich angeschaut, kann ich im Moment nicht viel machen. Mal schnell, wie es draussen aussieht, aber... Das dürfte nur eine einzelne sein, es sieht im Moment so aus, als würde es nicht einmal der Spikes durchkommen. Ja, von Hunger auf Durst werden wir nicht mehr. Das sieht gut aus, habe ich im Griff. Und Antibiotika, ja. Gute Antibiotika. Ich könnte natürlich auch hier eins machen, relativ teuer, aber ich brauche dafür wieder einen Messbecher. Wir sind bei der alten Thematik, dass die Messbecher viel zu teuer sind. Zu teuer, viel selten droppen. Herstellen kann man es selber nicht. Was ist noch? Ich muss mal wieder ein bisschen Lehm holen. Ja, es sieht gut aus. Ja, ist halt ein rechtes Flickwerk. Mache ich ihn später schön. Das Wichtigste war eigentlich, dass ich da die unterste Schicht war alles Holz gewesen. Das habe ich rausgekämmert und durch Ziegelstein ersetzt, damit es ein bisschen hebt. Oben dran ist immer noch, ich weiß nicht, was das für ein komischer Stein ist. Er ist nicht wahnsinnig stabil, aber wie die im Moment heben, schlussendlich wird nicht alles mit Beton aufgewertet, irgendwann mit Stahl. Was ist denn das für ein riesiges Gebäude da? Ja, was ich dann sicher am nächsten Tag machen wird, ist das kleine Hotel da zu looten, weil dort hat es glaube ich pro Raum so einen Medizinschrank und ich hoffe, dass irgendwo was drinnen ist, wo die Infektion los wird. Die muss echt weg, weil ich glaube ab Stufe 4 saugt sie die Lebensenergie weg und das ist nicht mehr so lustig. Ah. Ja, also ich sehe es selber, also da kommt nicht mehr viel. Wenn überhaupt noch irgendetwas. Im Moment ist es totenstill. Es liegen da zwar viele Zombies durch, sie sind aber nicht einmal durch den äußeren Stachelperimeter durchgekommen. Da wird nichts mehr passieren. Wo gefährlich werden kann. Entsprechend würde ich sagen, machen wir die Episode auch schon wieder zu Ende. Game Rocker, ich lebe noch, Tag 7 bzw. Tag 8. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Tschüss.